It was 1977 in a Baptist church. In 1977 in einer Baptistenkirche A boy that was no older than 7 years old hat es einen jungen Mann gehabt, der nicht älter war als 7 Jahre. attended the church evening evangelistic meeting. Und er war an einem Abend im evangelistischen Anlass gewesen. He went to the church early, Und er ist früh in dieser Kirche gegangen sat in the pews und hat in Reihen gesessen. as the people set up the projector, the reels, and the screen. Und die Leute haben Projektoren und Bildschirme aufgestellt. The boy waited in anticipation. Und er hat mit einer Vorfreude gewartet. But unlike previous evangelistic meetings, Aber anders wie bei anderen evangelistischen instead Anlässen, of playing a movie, anstatt dass sie irgendeinen Film gezeigt haben, they played a crusade that happened in Hong Kong the year before. haben sie einen evangelistischen Anlass gezeigt, der vor einem Jahr in Hongkong passiert ist. The boy was heartbroken, he was crushed. Und der junge Mann war wirklich einfach zerstört gewesen. But he didn't want to go back, so he sat in the pew and watched the crusade. Aber er wollte auch nicht weggehen, also ist er dort geblieben und hat den Anlass As he angeschaut. watched the screen, he watched this man who was preaching, who looked like Moses but had no beard. Und während er da am Schauen war, hat er gesehen, wie ein Mann predigt, der wie Mose aussieht, aber ohne Bart. He was totally enthralled by the message and the messenger. Und er war überwältigt von dieser Nachricht, von dem, der es gebracht hat. What happened next left the boy flabbergasted. Und was als nächstes passiert ist, hat ihn total erstaunt. At the invitation of this preacher, Am Schluss hat der Prediger eine Einladung gemacht. thousands and thousands of people came down from their seats to the front. Und Abertausende von Menschen sind von ihren Sitz aufgestanden und nach vorne gekommen. There was a stirring in this boy's heart. Und in dem Herz von dem jungen Bub ist etwas erweckt worden. And the boy made a simple prayer. Und er hat ganz ein einfaches Gebet God, gebetet. use me. Gott braucht mich. God, use me. Gott braucht mich. But what the boy didn't understand that day was this. Aber was er an dem Tag nicht verstanden hatte, The Holy Spirit was making an introduction to the boy. dass der Heilige Geist sich selber vorstellt, dem kleinen Mann. That night ended. Und der Abend war fertig The gewesen, boy went back home. und der junge Mann ist wieder heimgegangen He forgot about the prayer. und er hat das Gebet vergessen. And he continued living on his childhood. Und er hat seine Kindheit A weitergelebt. few years passed. Ein paar Jahre später The same boy ist der gleiche junge Mann was in the same Baptist church, in der gleichen Kirche gewesen sitting in the same pews. und hat die gleiche Reihe gesessen. It was a Sunday morning. Es war ein Sonntagmorgen gewesen. The 9 o'clock sun was shining through the panel windows. Und 9 Uhr morgens, die Sonne ist durch das Fenster durchgeschonnen. And the beam of the sun was touching his shoulder. Und es hat seine Schulter angelangt. The boy was singing his favorite hymn. Und der kleine Mann hat seine Lieblingshymne gesungen. Holy, 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 Lord God Almighty. Heilig, 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 unser allmächtiger Gott. Early in the morning my song shall rise to thee. Früh am Morgen tut sich meine Seele nach dir sehnen. Holy, 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 Heilig, heilig, heilig. merciful and mighty. Gnädig und kräftig. God in three persons. Gott in 3 Personen. Holy, a blessed Trinity. Eine gesegnete As he Dreieinigkeit. began to sing the second stanza, Und als er den zweiten Vers angefangen hat zu he singen, realized his eyes were swelling up with water. hat er realisiert, dass seine Augen so richtig geschwollen worden sind mit The Wasser. body of water that was in his eyes Und was da im Wasser gesammelt hat, suddenly broke out. ist plötzlich durchgebrochen. It was like a bursting of a dam. Es ist so, wie wenn ein Wasserfall einfach... They flowed out from his eyes, Und es ist rausgeflossen, down his cheeks, seine Wangen runter, down to his chin, bis zu seinem Knie. and the tears hit the pages Und of the dann hymnal. Bier von dem Hymne. The boy didn't understand what was happening. Und er hat nicht verstanden, was It passiert. was an overwhelming presence he could not fathom. Es ist eine überwältigende Gegenwart, die er nicht He was können lost in verstehen. that moment. Und er ist ganz verloren gewesen in diesem He Moment. tried to wipe away the tears. He tried to control it, Er hat versucht, seine Tränen zu kontrollieren, but he couldn't control it. aber er hat es nicht können. What this boy didn't understand was this: Was der Bub nicht verstanden hat, ist, the overwhelming presence of God dass Gottes überwältigende was Gegenwart hovering over his life. über sein Leben schwebt. It was the Holy Spirit introducing himself Und es ist der Heilige Geist, der sich selber ihm vorstellt, to the boy dem jungen Mann, in this traditional Baptist church. in dieser traditionellen That little Baptistenkirche. boy Der kleine Mann is standing before you. steht jetzt vor dir. It happened many, many years ago. Das ist vor vielen, vielen Jahren passiert. And I want to tell you, young people, Und ich möchte euch Junge da Ihnen I want to sagen. start tonight by saying this. Und ich möchte jetzt Abend starten mit dem. I waited for this service the whole day. Ich habe den ganzen Tag auf dieser Celebration gewartet. I went through High German. Ich bin durch Hochdeutsch I gegangen, went through Swiss German. Schweizerdeutsch,
I went through English and international. durch Englisch mit der And I International. want to tell you, I came for you. Und ich möchte sagen, ich bin für euch Are da. you ready for something powerful to happen in your life? Sind ihr bereit, dass etwas Kraftvolles You in are the eurem Leben generation kann that's going passieren? to change this world. Ihr seid die Generation, die die Welt wird Tonight I verändern. want to say to you, Ich möchte dir heute Abend sagen, some of you are going to come out of your shell. einige von euch werden aus eurer Schale Some of you are going to rausschlüpfen. start shining for Jesus Christ. Einige werden anfangen für Jesus zu Some of you brennen. tonight, chains are going to break. Und für einige werden Ketten zerbrechen. There's going to be strongholds that's going to be broken. Es wird durch Wände durchbrochen werden. Hurts are going to be healed. Verletzungen werden geheilt There's an werden. overflow that's coming right now. Es ist ein Überfluss, der jetzt kommen And it's wird. starting in this place. Und es fängt genau da an. It is starting with you. Es fängt genau bei dir an. This is the moment you make that decision. Das ist der Moment, wo du die Like a Entscheidung 10-year, triffst. 9-year-old, 7-year-old kid, I made that decision. Wie ich mit 7 die Entscheidung getroffen Simple habe. prayer. Ganz ein einfaches Gebet. God, use me. Gott braucht mich. If you make that prayer Wenn du das Gebet in betest, this moment, in dem Moment, He's a God that never forgets prayer. er ist ein Gott, der Gebet nie You may vergessen forget wird. your prayer, Vielleicht wirst du dieses but He Gebet always vergessen, remembers your prayer. aber er wird sich immer daran If you have erinnern. Genesis, if you have the Bible with me, can you turn with me? Genesis chapter 1. Wir gehen jetzt in 1. Mose Kapitel 1. The Bible, Genesis, is the easiest book to find. You close your Bible and you turn until you Das reach. ist eigentlich der einfachste Buch zum Finden. Du machst deine Bibel zu und machst sie wieder auf. Und dann Verse 1 says this. im Vers 1 steht, In the kannst du da beginning. mitlesen. God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty, and darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was hovering over the water. The first book of the Bible, Im ersten Buch der Bibel, the second verse, im zweiten Vers, introduced the third person of the Trinity. stellt uns die dritte Person You see, der Dreieinigkeit vor. All of us know what to do with the Father. Wir alle wissen, was mit dem Vater machen. We know what to do with Jesus. Auch mit Jesus. But when it comes to the Holy Spirit, we don't know. What do we do? Aber wenn es um Heiligen Geist geht, fragen wir uns immer wieder, was sollten I wir da want to machen? tell you, the Holy Spirit is fully God. Ich möchte dir sagen, der Heilige Geist ist voll Gott. He's not 2.5 God. Es ist nicht 2,5 He's Gott. fully God Father, Es ist voll Gott Vater, fully God Son, voll Gott Sohn, fully God Holy Spirit. voll Gott Heiliger Geist. And the Bible says the Holy Spirit was hovering over the waters. Und die Bibel sagt, dass der Heilige Geist über die Gewässer It is, geschwebt the hat. picture is this, that a hummingbird hovering over its nest. Und das Bild ist ein bisschen wie ein Kolibri, der über das Nest flattert. And the word that they use is the word panim, Und das Wort, das sie da brauchen, ist Pnim. which can be translated as face of favor, Das kann als Angesicht oder Gunst countenance übersetzt or werden. presence. Angesicht oder Gegenwart. But it's two-dimensional. Aber es ist zweidimensional. That is time and space. Zeit und Ort. In terms of time, Wenn man die Zeit anschaut, panim is a split second before dann ist Pnim ein kleines, nicht einmal eine Sekunde vorher and a split second before und after. nicht einmal eine Sekunde nachher. The Holy Spirit is the one that says to you, He is Alpha and Omega. He is the beginning and the end. He is in control of your life. Der Geist sagt, dass er der Anfang und der Schluss ist, der Omega und der Alpha und Omega und er hat Kontrolle über dein Leben. In terms of panim, in terms of space, Und wenn wir Pnim nehmen in Form von Raum, the Bible tells us the Holy Spirit is hovering over us. That means He's all around us. und es steht, dass der Heilige Geist über uns schwebt, also er ist überall um uns herum. And if you open your heart right now, you can experience Him. Und wenn du jetzt dein Herz aufmachst, dann kannst du ihn erleben. I want to tell you, the Holy Spirit is hovering over your life. Ich möchte sagen, der Heilige Geist schwebt über dein He's hovering Leben. over your pain. Er schwebt über deine Schmerzen, He's hovering over your hurts. über deine Verletzungen, He's hovering over your sickness. über deine Krankheiten, He's hovering over every problem that you have in life right now. über alle Probleme, die du im Leben jetzt He's gerade hovering hast. over your hopes. Er schwebt über deine He's Hoffnung, hovering over your dreams. über deine Träume. He's hovering and waiting for something to happen in your life. Er schwebt und wartet, bis etwas in deinem Leben passiert. He's hovering. Er schwebt. What are you doing? Was machst du? We must do something about it. Wir müssen etwas machen. He hovers over the small gaps that's between your thoughts. Er schwebt über die deine Gedanken. Yeah, you say, Pastor, yes, I know God is everywhere. Und du sagst, ja, ich weiß, dass Gott überall ist. God is everywhere. Gott ist überall. But God wants to manifest to you. Aber Gott möchte sich dir offenbaren. It is not here, Es ist nicht da, it is here. sondern da. When you experience God here and you truly experience God, God changes things. Wenn du Gott da und wirklich spürst, dann wird Gott Sachen verändern. We're going to go off script very fast. I feel like that. Fine. Also wir gehen jetzt ein bisschen weg vom Skript, aber ist okay. In Genesis chapter 2, the Bible tells us the Holy Spirit animates the dust of the ground. In 1. Mose 2, da steht, dass der Heilige Geist den God Dreck formed- lebendig macht. God forms man on the dust of the ground. Aus dem Dreck hat Gott Menschen And geformt. then God does something so special.
Und dann hat Gott so etwas Spezielles gemacht. The Bible says God ruah, Die Bibel steht, Gott hat Ruah. which means breath or spirit. Und das heißt Atem oder Geist. And most of us take it for granted. Und die meisten von uns nehmen es so als etwas But here's the thing. Zufälliges. Each and every day, each and every one of us inhale and exhale 23,000 times. Aber am Tag atmen wir ein und aus 23.000 Mal. One breath. Ein Atem. 5 liters of blood runs through your body around 100,000 miles of veins, artery, and capillaries. 5 Liter Blut geht durch unseren Körper durch 100.000 Miles in unsere Venen, Arterien und Kapillaren. There are 36 sextillion chemical reactions that's happening in your body. Und es gibt zigtausend chemische Reaktionen, die in unserem Körper passieren. I don't know about you, Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, but I'm definitely not a byproduct of evolution. aber ich bin sicher nicht ein Produkt aus der I am Evolution. fearfully, wonderfully made by the God of the universe. Ich bin wunderbar geschaffen worden durch den Gott von unserem Universum. I didn't come from apes. Ich bin nicht von Affen abgestammt. So turn to your neighbor and say, neighbor, Und da rede ich jetzt are you so from neben God or dir from apes? und sagst, bist du von Gott oder von Affen? Let me tell you this. I mean, we're in the first book of Genesis alone. In the second book of Exodus, the book of Exodus, the Bible tells us the Holy Spirit was anointing a man called Bezalel. Und im 2. Moses, nachdem wir 1. Mose angeschaut, sagt es in der Bibel, dass der Heilige Geist einen Mann namens Bezalel gesalbt hat. Who was a craftsman, Und er ist einer von diesen Männern, anointing der viel him with geschaffen hat. creativity, Und er hat noch mehr Kreativität artistic bekommen. gifting. Und er hat können künstlerische Sachen machen durch diese Salbung. The anointing is this. Salbung ist das. The difference between the best you can do Das ist der Unterschied von dem Besten, was du kannst machen and the best God can do. und das Beste, was Gott kann machen. Hello? That's the difference. Das ist der Unterschied. Don't you want the anointing of God? Willst du nicht Gottes Salbung haben? Listen, the anointing is not only for preaching. Die Salbung ist nicht nur für Prediger It's not for songwriting. oder für die Lieder It's not schreiben just for worship. oder für die Worship The machen. Holy Spirit is given to you so that you can have a better life on earth. Die Heilige Geist gibt es dir, damit du ein besseres Leben kannst haben auf dieser Erde. In the manger, Dort in der Krippe God was with us. ist Gott mit uns gewesen. At the cross, Am Kreuz God was for us. ist Gott für uns gewesen. But in the upper room in Pentecost, Aber im oberen Raum, beim is God Pfingsten, in us. ist Gott in uns. And if you understand that you have everything that you need in life, Wenn du das verstehst, dann weißt du, du hast alles, was du brauchst im Leben. I heard just now there were teachers. Und ich habe gehört, dass ein paar von euch Lehrer sind. Are there teachers? Wer ist alles Lehrperson, Lehrer? You need anointing. Ihr braucht Salbung. Youth nowadays are different. Die Jugend heutzutage, die sind einfach anders. You need the anointing. Ihr braucht Salbung. Because the anointing is the best what God can do through you. Weil die Salbung ist das Beste, was Gott durch dich machen kann. And then we are just in Genesis and Exodus. Wir sind jetzt in 1. und 2. Mose. There's another 57 books to go. Und es hat noch 57 Bücher, wo es weitergeht. And we're going to go through it in 21 minutes. Und das machen wir durch jetzt in 21 Minuten. But they told me that you are special. Aber sie haben mir gesagt, dass ihr ganz Even when the speziell time's seid. up, Dass auch wenn die Zeit um ist, you will still listen. werdet ihr weiterhin hören. Because you're the hungry generation. Weil ihr seid die hungrige Generation. But here's the thing. If we go to the New Testament and you start reading about the Holy Spirit, Wenn wir in das Neue Testament anfangen zu lesen über den Heiligen Geist, the Holy Spirit is healing, delivering, filling, empowering. der Heilige Geist ist am Heilen, am Freisetzen, am Auffüllen, am Kraft geben. He's saving and growing. Er ist am Retten und am Wachsen. The Holy Spirit was stirring the church of the living God. Er hat die Kirche vom lebendigen Gott erweckt. And if you read your Bible, Und wenn du deine Bibel liest, you read the gospel and the book of Acts and all the epistles, dann liest du das ganze Evangelium und Apostelgeschichte. you realize the Holy Spirit was active. Dann merkst du, der Heilige Geist ist aktiv gewesen. But then, and then you read and you look at this church in the New Testament, Und dann siehst du die Kirche im Neuen Testament. and you look at church that we have right now. Und du siehst die Kirche, die wir jetzt haben. That is, a lot of churches have program, Und viele Kirchen haben so ein Programm, but no power. aber keine Kraft. There's a lot of hype, Es ist viel Hype, a lot of energy, viel Energie, but there's no presence. aber keine Gegenwart. You know, we have tidy theology, Wir haben so eine aufgeräumte Theologie, but truncated experiences. aber so abgeschnittene oder verkürzte can't think anymore of experience. Erfahrungen, danke. Like it doesn't come like normal. Es kommt einfach nicht so wie normal. There's a gap between your theology. Es gibt so einen riesigen Spalt And your zwischen reality. Theologie und deiner Realität.
And most of us come to a point where we don't really believe this book. Und die meisten von uns kommen zu einem Punkt, wo wir das Buch gar We nicht believe glauben. some parts of the book. Wir glauben da einige Teile von dem Buch, Some parts of the book we struggle with. aber wir haben Mühe mit anderen Teilen. The same God that was in this book in the Old Testament Der gleiche Gott, der im Alten Testament in dem Buch is ist, the same God of the New Testament, der gleiche Gott im Neuen Testament. is the same God over your life. Und er ist der gleiche Gott If He über dein can do Leben. it here, Wenn er es da machen kann, He can do it in you. dann kann er es auch in dir Because the machen. Bible says all the promises of God are yes and amen through Christ Jesus. Weil alle Verheißungen von Gott sind Ja und Amen durch Jesus Christus. Immediately after my second encounter with the Holy Spirit, Nachdem ich meine zweite Begegnung mit dem Heiligen Geist I was hatte, about 12 years old. bin ich etwa 12-jährig gewesen, I went up to my leader, bin ich zu meinem Leiter gegangen, one of my church leaders, einer von meinen Kirchenleitern, and I told them, this thing happened to me, I cried. und ich habe ihm gesagt, das ist passiert und ich musste weinen. And you know what they told me? Weißt du, was er mir gesagt hat? Sometimes you get emotional. Manchmal wird man einfach emotionell. Come on, man. How do you get emotional about theology? Wie kann man nur emotionell werden, wenn es um Theologie How do you geht? get emotional about hymnal? Wie kann man emotional werden, wenn es um eine Hymne geht? I kind of understand if you sing that song. Yeshua. I can understand Ich that. kann es verstehen, wenn wir Jeshua singen. But holy, holy. Can you get emotional? Aber wenn man so heilig, How many of you heilig get singt, kann man emotional? emotional werden. Wer kann emotional werden mit so Hymnen? And I said, cannot be. Und ich so, das kann gar nicht sein. But I thank God. God was always looking for me. Aber ich danke Gott, dass er immer mich gesucht hat. Can I say something, young people? Darf ich euch etwas sagen? God is looking for you. Gott sucht dich. He's searching. Er sucht dich. He's waiting. Er wartet auf dich. He's wanting Er ist etwas. to do something powerful in your life. Und was er möchte, ist, dass er etwas Kraftvolles in deinem He's Leben kann always machen. searching. You may not be searching for him, but he's looking out for you. Du suchst ihn vielleicht nicht, aber er sucht dich. He's Er schaut waiting. aus für dich. Er wartet. See, an encounter with God Eine Begegnung mit Gott is an invitation of God for more encounters. ist eine Einladung von Gott, dass wir noch mehr Begegnungen Then können. after that, I went through a period of quietness. Danach bin ich durch eine Zeit, wo es einfach ein bisschen ruhig Then at ist. 16 years old, I discovered I had interest in the opposite gender. Und mit 16 habe ich realisiert, dass ich ein Interesse habe an der anderen Gender. I mean girls. Sex, also Okay. Frauen. And I discovered girls like guys on stage. Und ich habe gemerkt, dass Frauen gerne haben, wenn Männer auf der I Bühne stehen. also learned that girls like guys who can sing. Und ich habe auch gemerkt, dass Frauen Männer gerne So haben, die singen. if you're a singer in my church at that time, Also wenn du ein Sänger warst in meiner Zeit damals, you're hot. auf der Bühne, dann bist du If hot. you can play the guitar, Wenn du Gitarre kannst spielen, you're hot. dann bist du auch You can heiß. play the drums, Wenn du Drums hast können spielen, you're hot. dann bist du heiß. If you can sing and play guitar, Wenn du singen kannst und Gitarre spielen kannst, you're sexy. dann bist du sexy. So I learned to play the guitar and sing. Also habe ich gelernt, wie man Gitarre spielt und singen Because kann. I realized very much later, if you're not the singer, not the guitarist, not the drummer, the rest are all props. Weil ich realisiert habe, wenn du nicht Sänger bist, nicht Gitarrist oder nicht Drum spielst, dann bist du einfach in Requisite I da. wasn't really worshiping that night, that afternoon. Also an dem Nachmittag kann ich nicht so richtig I worshipen. only took out the guitar to play and sing because I'm ready to impress the girls in my church. Ich habe nur die Gitarre rausgenommen, damit ich üben kann, damit ich die Frauen So I was begeistern singing, kann. and I don't know whether you know the song, As the Deer Pants for the Water. Und ich habe ein Lied gesungen, das heisst, wo ein Reh nach dem Wasser And läuft. as I was singing that song, Und während ich da am Singen war and when I came to the chorus, und ich zum Vers gekommen bin, all of a sudden, a cloud-like presence came into my room. dann ist plötzlich so eine Wolke mit Gegenwart in mein Zimmer reingekommen. In the words of Darth Vader, Und wenn man das nach Darth Vader sagen würde, it sounded something like, I sense something, a presence I've not sensed. also ich habe etwas gespürt, irgendetwas, was ich noch nie gespürt habe. And as I was singing the chorus, all of a sudden I felt this presence and I started to cry. Und als ich da am Singen war, ist plötzlich die Gegenwart gekommen und ich habe angefangen The zu reason weinen. I cry every time I have an encounter with God, Und der Grund, warum ich weine, jedes Mal, wenn ich eine Until Begegnung now, mit Gott okay? habe, Until now I cry. bis jetzt weine ich immer noch. because God's way of telling me, you laugh too much. Und das ist Gottes Weg, zu mir zu sagen, du lachst zu viel. So cry a bit. Also weine jetzt ein bisschen. So if you cry a lot, He will make you laugh.
Also wenn du viel weinst, dann wird er dich zum Lachen bringen. And the presence came in. Und die Gegenwart ist gekommen. I put the guitar down. Ich habe meine Gitarre auf die Seite It gelegt. was so real, it's so pure. Und es ist so real und so... I got down on my knees. Und ich bin auf die Knie runter. I confessed all the sins that I've done, Und ich habe all meine Sünden, die ich gemacht habe, all the sins I'm bekannt. doing, All die Sünden, die ich mache. and all the sins I'm about to do. Und all die Sünden, die ich werde machen. And that was how real it was. Und das ist so real gewesen. What seemed like minutes suddenly became hours. Was sich so wie Minuten angefühlt hat, ist dann And plötzlich Stunden gewesen. after the encounter, I realized something. Und nach dieser Begegnung habe ich etwas gemerkt. God is real. Gott ist real. And I thought to myself, you know what? I want to live the Christian life. Und ich habe gedacht, ich will das christliche Leben leben. So I tried very hard to be a Christian. Also habe ich sehr hart geschafft, damit ich But ein here's the Christ thing, kann you sein. cannot be a Christian without the help of the Holy Spirit. Das Problem ist, du kannst nicht ein christliches Leben haben, ohne die Hilfe vom Heiligen Geist. The reason God gave you the Holy Spirit is because He is going to help you through life. Der Grund, warum Gott dir den Heiligen Geist gegeben hat, ist, weil er dich durch das Leben helfen will. Some of us in this room, we are trying very hard to be a Christian. Einige da drinnen versuchen sehr hart und sehr alles, damit sie Christ sein können. You don't have to try hard. Du musst nicht alles geben. You just have to flow with Him. Du musst einfach mit ihm fließen. If you just have to follow Him. Du musst ihm nur folgen. How many of you in this room, you've tried so hard? Wer da drinnen hat schon so hart probiert? 1 week you're doing well as a Christian, Eine Woche läuft alles gut als and then Christ. the following week you fail. Und in der nächsten Woche How many missglückt dir times alles. have you come to this altar and repented of what you done wrong? Wie oft bist du vorgekommen und hast wirklich alles zum Vergebung gebeten, was du gemacht hast? He is here for you. Er ist da für dich. He is here with you. Und er ist da mit dir. He's here in you. Und er ist da in dir. He's here for you. Er ist da für dich. And then I tried very hard and I failed. Und ich habe so alles gegeben und ich habe es missglückt. And then I said to myself, you know what? It's too hard. Und dann habe ich mir gesagt, es ist zu hart, zu schwierig. After not long after that, Und nicht lange danach I began to move slowly away habe ich mich so langsam wegbewegt from God. von Gott. And then one day something happened when I was 18 years old. Und an einem Tag ist etwas passiert, als ich 18 war. Ich I had a girlfriend hatte eine Freundin and she fell sick. und sie ist krank geworden. And I prayed to God and I said this, Und ich habe gebetet und ich habe zu Gott gesagt, God, if you heal her, Gott, wenn du sie heilst, I will serve you for the rest of my life. werde ich dir das ganze Leben lang dienen. Now, can I tell you, God cannot be blackmailed? Und kann ich dir sagen, Gott kann so Sachen nicht annehmen. And like a Hollywood movie, the girl passed away. Und wie in einem Hollywood-Film ist die And when the girl Freundin passed away, I was weggestorben. very, very hurt. Und ich bin wirklich verletzt gewesen. And I was very, very angry. Und ich bin wütend gewesen. And I made a decision in my heart. Und ich habe in meinem Herz eine Entscheidung And I getroffen. verbalized that decision. Und ich habe das ausgesprochen. Since you did not do Weil du nicht das gemacht hast, the one thing I asked of you, das eine, was ich dir gebeten habe, I'm going to break your heart by doing everything you told me not to do. werde ich dein Herz brechen, indem ich alles mache, was du gesagt hast, ich sollte es nicht machen. For the next 5-6 years, Und die nächsten 5 bis 6 Jahre I was messed up. bin ich total am Chaos gewesen. Everything the Bible says thou shalt not do, Überall, was gestanden hat in der Bibel, du solltest das nicht machen, thou did. habe ich gemacht. And then I realized one day, and the thing about this, when you have an encounter with God, Und es ist so, wenn du mal eine Begegnung gehabt hast mit Gott, when you experience God, wenn du Gott erlebst, if you're far away from God, wenn du weit weg von Gott bist, you can feel it. das kannst du spüren. I was lonely. Ich bin einsam gewesen, I was depressed. habe Depressionen I gehabt, was drinking. I was smoking. ich habe geraucht, ich habe getrunken. And one night in my room, Und an einem Abend bei mir im I was Zimmer so lonely, bin ich so einsam, so depressed, so in Depression gewesen, so empty. so leer, I made a prayer. dass ich ein Gebet gemacht But habe. you got to remember, I was angry at God. Aber du musst noch wissen, ich habe So instead of wütend praying auf Gott, also Instead of praying to God, anstatt dass ich Gott ein Gebet gebracht habe, I said, Satan, if you are real, habe ich gesagt, show up. Teufel, wenn du echt bist, dann zeig dich. And I thank God he didn't show up. Und ich bin so dankbar, ist er nicht, hat er sich Because nicht Satan gezeigt. cannot answer prayer. Weil Satan kann Gebet nicht antworten. Only God can answer prayer. Nur Gott kann Gebet antworten. And then at that point in time, I came to a realization, Und in dem Punkt habe ich angefangen zu I realisieren, need to change my life. dass ich mein Leben verändern But muss. I don't want to be a Christian. Aber ich möchte nicht einfach So I Christ sein. moved back in my parents' house. Also bin ich zu meinen Eltern When I zurückgezogen. moved back to my parents' house, Als ich zu meinen Eltern zurückgezogen bin, the only reason is because I lost everything. und der einzige Grund, warum ich das gemacht habe, ist, weil ich alles And if you have andere nothing, verloren the habe. best place to go is your parents' house. Wenn du nichts mehr hast, dann ist das beste Ort, wo du kannst hingehen And the kannst, only- das Haus von deinen Eltern. And the only thing I needed was food.
Und das Einzige, was ich gebraucht habe, ist So Essen. there's food in my parents' house. Bei meinen Eltern gibt es immer Essen. And one day my father, who's a pastor, Und an einem Tag, mein Vater, der Pastor ist, tells me they're going for a Tamil church camp. sagt mir, dass sie zu einem tamilischen Kirchenlager gehen. Now, I don't like to go for Tamil church camp Und ich habe keine Lust, zu einem Kirchencamp zu gehen. because I'm not very Indian. Und das, weil ich nicht so indisch bin. But I had to go Aber ich musste gehen, because there was food. weil es dort zu essen gegeben hat. So I went for the Tamil church camp. Also bin ich da zu diesem tamilischen The service Camp started. gegangen. Und die Predigt hat angefangen. They sang some songs. Sie haben ein paar Lieder gesungen. I didn't understand them Ich habe sie nicht verstanden, because I was not very Indian. weil ich nicht sehr indisch war. And then the pastor preached. Und dann hat der Pfarrer predigt. I didn't understand a word Und ich habe kein Wort verstanden, because I was not very Indian. weil ich nicht so indisch war. And then the pastor says, everybody stand up. Und dann hat der Prediger gesagt, alle sollten I stood aufstehen. up. Also bin ich aufgestanden. And then they started to sing. Und dann haben sie angefangen zu singen. I didn't know what they were singing Und ich habe nicht gewusst, was sie singen, because I was not very Indian. weil ich nicht so indisch war. And then all of a sudden, I was standing behind this pillar. Und dann plötzlich, ich stand so hinter einer Säule I started to cry. und ich habe angefangen zu weinen. And I was crying very badly. Und ich habe wirklich stark geweint. I knew it was God. Und ich habe gewusst, das ist Gott. But then I didn't want to go out. Aber ich wollte nicht von dieser Säule weg. So I made my first stupid prayer. Also habe ich meinen ersten blöden Gebet gebetet. God, if it's really you, Gott, wenn du es wirklich bist, ask my father to call me out. bitte meinen Vater, dass er mich da rausruft. Eyes were watery. Meine Augen sind am Tränen gewesen. I looked beyond the pillar. Dann schaue ich auf die Seite von dieser Säule. I locked eyes with my father. Und meinen Vater angeschaut. And my father said, come. Und mein Vater sagt, komm. At that point in time, I realized Und in dem Moment habe ich there realisiert, was a holy triangle that was happening. dass da ein heiliger Dreieck da passiert. I spoke to God. Ich habe zu Gott God geredet. spoke to my father. Gott hat zu meinem Vater geredet. And my father spoke to me. Und mein Vater hat mit mir. And I went out. I was hit by the presence of God. Ich bin rausgegangen und dann hat mich der Heilige Geist berührt. And then I went out. Und dann bin ich I've weitergegangen. never cried like that before. Und ich habe noch nie so geweint wie in dem Moment. The service ended. Und die ganze Celebration ist fertig gewesen. And then reality sets in. Und dann ist Realität wieder gekommen. Maybe it's not God. Und Fragen wie, vielleicht ist es Maybe Gott it's the gewesen. cold air of the hills. Vielleicht ist es die kalte Luft da bei den Hügeln. So I went back to my room. Also bin ich wieder in mein Zimmer And I made my second stupid prayer. und ich habe mein zweites blöde God, Gebet if it's gebetet. really you, Gott, wenn es wirklich du bist, tomorrow morning, make it happen one more time. dann mach, dass es morgen nochmal passiert. Next morning, Nächsten Morgen, the service started. Gottesdienst ist angefangen. It's a warm day. Es ist so ein warmer Tag. And the pastor was preaching. Und der Pfarrer ist am Predigen. I didn't understand Ich habe nichts verstanden, because I'm not much of an Indian. weil ich nicht so ein richtiger And then the and Indisch then the bin. and then the altar call started. Und dann hat er Leute wieder nach vorne gerufen. I stood behind the same pillar Und ich bin wieder hinter der gleichen Säule gestanden. and they started worshiping. Sie haben angefangen zu beten. And you know the answer, right? You know why I couldn't sing. Und du weißt ja, warum ich nicht singen konnte. And all of a sudden I started to cry. Plötzlich habe ich angefangen zu weinen. And I made my third stupid prayer. Und ich habe mein drittes blödes God, if Gebet it's really gebetet. you, Gott, wenn es wirklich du bist, ask my father to call me out. bitte, dass mein Vater mich nach vorne ruft. Everything in my body was leaking Alles in meinem Körper hat wirklich on my face hat einfach rausgelaufen. Auf meinem Gesicht war alles nass gewesen. except my ear. Ausser meine Ohren. From that day Von dem Moment an till now, bis jetzt, 30 years, 30 Jahre, I've been experiencing the power of God. habe ich wirklich Gottes Kraft spüren. There's a stirring in this Es church. ist eine Erweckung da in dieser Kirche. As I sat there and watched you guys worship, I realized there's a stirring that's happening. Als ich dort gesessen bin und euch beim Worship zugeschaut habe, ich gemerkt, A da stirring ist of something powerful. etwas sich am Erwecken, etwas Kraftvolles. I want to erweckt tell you werden. something powerful that's about to happen. Ich möchte sagen, etwas Kraftvolles ist am passieren. And I want to go off script right now. Ich möchte etwas sagen, was ich nicht geplant habe. You want that? Willst du das? Or you experience God anytime, every time? Willst du Gott einfach jederzeit erleben können? I'm talking past the hype. Ich sage, weiter weg von dem Hype I'm aus. not talking about the preacher. Ich rede nicht vom Prediger I'm not talking about the worship. und auch nicht vom Worship. I'm talking about in your room Ich rede von in deinem Zimmer, where you experience God wo du Gott erleben kannst and you see Him. und du ihn sehen kannst. You know how it starts? Weißt du, wie das anfängt? It is not about the feeling.
Es geht nicht ums Füllung. Because all too many of us are caught up in the filling. So viele von uns wollen einfach erfüllt werden. It's about the hunger. Aber es geht um einen Hunger. You must want him more than anything else. Du musst ihn mehr wollen als irgendetwas anderes. I'm not the smartest guy. Ich bin nicht die klügste Person. I failed my school test twice. Ich habe meine Prüfung in der Schule 2-mal nicht misslungen. After that, I stopped taking the test. Und nachdem habe ich aufgehört, die Because Prüfung. I don't want to fail the third time. Weil ich nicht das 3. Mal habe nicht durchkommen. I'm not gifted. Ich habe nicht viele Gaben. I don't write books. Ich schreibe keine Bücher. But I have one thing. Aber ich habe etwas. I have a love for the Holy Spirit. Ich habe eine Liebe für den Heiligen Geist. I have a hunger. Ich habe einen Hunger. I want to see him. I want to feel him. I want to know him. Ich möchte ihn sehen. Ich möchte ihn kennen. Ich möchte ihn kennenlernen. The thing about it is, you can't experience God with this just. Das Problem ist, du kannst nicht Gott nur erkennen, indem du die Bibel liest. He gave you the Holy Spirit to be experienced. Er hat dir den Heiligen Geist gegeben, damit du To know he is real. ihn erleben kannst, dass du wissen kannst, dass er real ist. You must have that hunger. Du musst einen Hunger haben. If you don't have the hunger, he's not. Wenn du keinen Hunger hast, The second thing you need to do das Zweite, was du machen musst, is give God the veto power. ist, dass du Gott das Veto-Recht gibst. That means you have no rights. Das heisst, du hast kein Recht. When God says kneel, you kneel. Wenn Gott sagt, Knie, When God says come down, you come down. Wenn Gott sagt, komm runter, dann musst du runterkommen. 30 years 30 Jahre lang, until today, bis zum heutigen Tag, there are meetings that I go to, gibt es Treffen, wo ich gehe, conferences, Konferenz. and the pastor up there gives an altar call. Und der Pastor da oben ruft Leute nach vorne. Can I tell you something about secret about pastors? Kann ich dir ein Geheimnis von Pastoren sagen? Some pastors are a bit proud. Einige Pastoren sind ein bisschen stolz. They never respond to other pastors' altar call. Und sie tun nie beantworten, wenn jemand anderes sie nach vorne Until ruft. today, Bis heute any pastor ist irgendein Pfarrer, der da, says there's an anointing here, come down. wenn er sagt, da ist eine Salbung, kommt I'm nach the first in vorne, the front. dann bin ich der Erste, der nach vorne kommt. You know why? Und weißt du warum? I gave him the veto power. Weil ich ihm das Vetorecht gegeben habe. That means I've got no rights. Das heisst, ich habe selber kein Recht. You know, we all like to control God. Wir alle lieben es, wenn wir Gott kontrollieren If you können. try to control God, Wenn du versuchst, Gott zu you are kontrollieren, trying to play God. dann versuchst du, Gott zu spielen. You are the small capital G God. Du bist ein kleiner Gott, klein geschrieben Gott. Because that's what we want. Das ist das, was wir wollen. God, if I come out, I don't want to cry. Wenn ich rauskomme, dann will ich nicht weinen. I don't want to fall. Ich möchte nicht runterfallen. I don't want to laugh. Ich möchte nicht lachen. I don't want anybody touching me. Ich möchte nicht, dass jemand mich You know, there's anlässt. too many people. Es gibt zu viele Leute. You're playing God. Du spielst selber Gott. Let him be God. Lass zu, dass er Gott ist. I'm running out of time. I got many stories to tell you. Ich habe keine Zeit mehr, aber ich habe viele Geschichten, Maybe die we ich should erzählen continue will. next week. Vielleicht sollten wir nächste Woche weitermachen. The third thing is this. Das Dritte ist, God cannot fill you Gott kann dich nicht füllen, if you're full of yourself. wenn du voll von dir selbst bist. God cannot fill you Gott kann dich nicht füllen, if you're full of yourself. wenn du voll von dir selbst And bist. some of us are we are so caught up in so many things that Einige von uns sind so beschäftigt mit so vielen Sachen, we don't recognize God is here. dass wir gar nicht erkennen können, dass Gott da ist. I'm praying for a next generation. Ich bete für die nächste Generation. If it is the generation that's hungry for God, Dass es eine Generation ist, die hungrig ist nach it's the Gott. generation that will change a generation. Und diese Generation wird eine Generation können ändern. If you're all in for God, Wenn du dich voll gibst für Gott, God is all out for you. dann ist Gott voll für dich. So here's the question, do you want it? Das ist die Frage, willst du das? Do you want it? Willst du das? Because I tell you, I've been wanting it for 30 years. Weil ich sage dir, das ist etwas, das ich seit 30 Jahren will. After 30 years, Nach 30 Jahren I still want more. will ich noch mehr. Because there's so much of God Weil es hat so viel von Gott, that we can experience. wo wir erleben können von ihm. But we must want it. Aber wir müssen es wollen. In a moment's time, we're going to worship. Und bald werden wir zusammen worshipen. I know the altar is small, but I don't care. Ich weiss, da ist es ein bisschen klein da vorne, aber mir ist es Just what I egal. want you to do. Was ich will, ist, dass du, If you're serious, wenn du ganz ernst bist jetzt, nobody's going to pray for you. Maybe somebody will pray. But this one, don't worry about that. es ist egal, ob jemand für dich betet oder You nicht. come to the altar. Wenn du nach vorne kommst zum Altar You kneel, you lie down, whatever. und du hinknielst oder hinliegst oder was auch immer, Put no restriction on God. tu einfach Gott nicht irgendetwas stoppen And says, God, und sag Gott,
I'm here. Ich bin da. I want to know you, Ich möchte dich kennen, like how Pastor Saras knows you. so wie Pastor Saras dich kennt. I want to experience you. Ich möchte dich erleben. I want to see how real, Ich möchte sehen, wie echt, how good, wie genial, how loving, wie liebend, how powerful you are. wie kraftvoll du bist. Because the greatest revival Weil die grösste Erweckung starts with one person. fängt mit einer Person an. You start with one boy, Fängt mit einem Bub an, one girl, ein Mädchen, one man, ein Mann, one woman. eine Frau. Just one. Nur eine. Just one. Nur eine Person. Just one. Nur eine. Why don't you be the one? Sag du doch dir ein. As we sing in a moment's time, Wenn wir dann singen as we zusammen, worship, wenn wir da am Worshipen sind, you come down. komm nach vorne. Don't worry about the space. Just come down in between the aisles, wherever you are. Just take that space. Und auch wenn es keinen Platz hat, komm einfach vorne. Worship Steh God. überall. Und tun wir da Gott worshipen. He's the God of miracles. Er ist der Gott von Wundern. He's the God of impossible. Er ist Gott von He makes all things possible. Er macht alles möglich. He came for you. Er ist für dich gekommen. Will you come for him? Wirst du jetzt für ihn kommen? Let's all stand up on our feet right Stehen now. wir doch alle zusammen auf. Let the worship team just take us home right now. Und das Worship-Team kann übernehmen. Ich hoffe, die Message hat dich ermutigt und dir weitergeholfen, wo du stehst in deinem Alltag. Ich möchte dich ermutigen, wenn Gott zu dir geredet hat und wenn du das Gefühl hast, Gott macht etwas fest im Herz, schreib das noch auf, weil wir vergessen immer wieder so schnell, was Gott zu uns redet. Hey, und wenn es dich interessiert, wer der Sunday Night ist, was das für ein Gefäß ist, dann möchte ich dich ermutigen, hey, wir haben einen Telegram-Channel, du bekommst jetzt gerade hier einen Einblender, wo du kannst, den abonnieren und du wirst immer die neuesten Infos bekommen, was wir als Community machen, am Freitagabend, am Sonntag, was auch immer gerade ansteht. So bist du immer auf dem neuesten Stand. Ich wünsche dir eine super Woche.